Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Und das nächste, wo ich für Sidequest hier die Fotos aufhängen muss, ist in der Grundschule. Aber ich würde sagen, ich mache erstmal ein bisschen Hauptquest, weil dort zu der Grundschule, da kam ich doch nicht hoch. Obwohl, ich könnte natürlich auch nochmal reingucken. Ich hoffe nur, dass ich mich das mal nicht übergeben muss, weil lauter arg. Kann ich von Nutzen sein? Fantastisch! Natürlich kannst du es, Jimmy, wie immer. Ach ja, ach ja. So. Ah, nochmal einen schönen Schluck. Wir sehen uns. Und erstmal war es anscheinend nicht so wild, dass wir uns davor übergeben müssten. Jetzt gehen wir nochmal in die Schulreihe. Und gucken nochmal. Da aber ist es auf jeden Fall. Aber ob man da hinkommen, ist wieder so eine Sache. Das muss ich nochmal gucken. Wie sieht's da aus? Ne, da kommen wir nicht durch. Im Hausmeister können wir anscheinend auch kein Selfie machen. Der Mr. Adler, der ist auch immer noch so, kein Unfug, man kein Unfug. Oh, den Typ mag ich echt nicht so gern. Okay, zu Mr. Mackey können wir immer noch rein. Aber da ist so, Moment, da kann man noch einen Spind aufmachen. Ah, der ist gesperrt. Schade, schade. Nee, wir kommen immer noch nicht noch, aber da müsste man nämlich durchgehen, um ins obere Stockwerk zu kommen. Ich vermute einfach mal so dreist, dass das im Verlauf von der Story noch kommen wird. South Park könnte ein paar Ja, Heldinnen könnte ich definitiv auch gut mitleben, wie gesagt. So. Wohin des Wegs? Okay, Jimmy, ich mag zu deinem Haus gehen. Und da ist Cartmans Haus noch am nächsten dran. So. Dann kann ich nämlich bei meinem Haus noch vorbeigucken. Und gucke, was die Eltern da wieder treiben beim Haus. Wir sehen uns. Sehr freundlich, dass du mich so sanft absetzt. So, das ist Butters Haus. Oh, du lungern die Sechsklässler rum. Ich könnte auch nochmal beim Stan seinem Haus vorbeigucken. Und könnte nochmal gucken, was der Randy so schafft. Das ist Stans Haus. Und hier haben wir nix. Die kleinen Modelle, wo sie dann der Antrieb gemacht haben, wodurch dann die Aliens kommen sind, ist auch so großartig, die Folge. Okay, wie sieht's mit dir aus? Ich brauche einen Gummi für mein Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Mensch, Billy, bist du Nee, groß noch nicht. geworden. Und du? Vergiss es, Scheißhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist die... Ja, ist gut. Okay, Randy. Hallo, ich bin Pauli, dein Spielkumpel. Oh, das sieht Denk ziemlich dran, fertig wenn du aus. bei jemandem zu Hause rumschnüffelst, check immer den Kühlschrank. Es gibt immer geilen Scheiß im Kühlschrank, den man klauen kann. Habe ich gerade gemacht. Und wie sieht's aus, Randy? Ich warte nur drauf, dass der Kaffee wirkt. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber mein Auto war heute nicht zerkratzt. Also komm her. Du kriegst ein Selfie. Und er ist total fertig. Ach du Scheiße. Okay, dann lächeln wir mal. Oh, da versucht er sich wieder aufzuraffen. Randy Marsh. Sehr schön, jetzt habe ich ihn. Leute, hat irgendwer meine Schlüssel gesehen? Okay, wir könnten ja beim Scott fragen, ob er es haben mag oder nicht. Und jetzt? So viele Follower, beeindruckend für so einen Scheißhaufen. Okay, sehr gut. Da haben wir sie jetzt auch auf unserer Seite. Shelly. So, bei der gucken wir ein bisschen grimmig. Shelly Marsh haben wir jetzt auch auf unserer Seite. Alles klar. Wenn du ein Foto auf Instagram stellst, auf dem ich nicht gut aussehe, bist du tot. Wenn du dieses Selfie so sehr magst, warum heiratest du es dann nicht? Hashtag Stalker. Wie sieht's beim Stan eigentlich aus? Ist der noch irgendwo da? Nee. Würde mich mal interessieren, wo Stan abgeblieben ist. Okay. Oder ob der zu den Freedom Pals gehört. Schauen wir doch mal. Okay, bei Randy haben wir jetzt auch unser Selfie noch abgeholt. Und für den Marvin Marsh brauchen wir ein Kondom, dass der mit uns ein Selfie macht. Oh Gott, wie eklig. Bei so einem über 90-Jährigen. Oh, nee. Ne, Quatsch, über 100 ist er sogar. Der ist ja sogar über 100, der Opa Marsh. Moment, guck mal bei uns in die Garage mittlerweile rein. Ja, gut, sehr schön. Okay, und... ja, das hat jetzt sehr viel gebraucht. Cool and Friends, haben wir da irgendwas? Ah, du bräuchten mal Captain Diabetes dafür. Moment.
Der ist doch in unserem Team drin. Den können wir aber nicht herrufen. Der könnte das locker umreißen. Und ich gucke jetzt nochmal bei mir kurz rein. Okay, der kifft sich wieder einer. Hey, Schatz, schön dich zu sehen. Echt schön. Ach du Scheiße. Okay, gehen wir schnell rein. Holen ab, was wir brauchen. Emo-Ponys, Kostüm haben wir noch. Junior Detective, Samenanalyse, Spielset und jede Menge andere kranke Scheiß. So, was macht die Mutter in der Küche? Gucken wir da mal noch. Und? Lade. Okay, die Hallo, besäuft Schatz. sich wieder. Denk daran, keine Fürze, mit denen du die Raumzeit krümmst. Nö. Einfach nur nö. Oh je, der zieht sich die ganze Zeit in der Reihe und die säuft die ganze Zeit großartig. Und die wundern sich, warum wir die ganze Zeit draußen rumhängen in komische Kostüme. Okay, jetzt gehen wir noch zum Jimmy. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Ja, der meckert immer noch wegen dem Bus. Und war das Jimmys Haus? War das schon Jimmys Haus? Ja, tatsächlich. Okay, dann gehen wir da mal rein und machen ein bisschen in der Hauptquest weiter. Liegt ja mal die Stripper hinter im Du Haus. bist's wieder. Was geht, Held? Furz mir bloß nicht ins Gesicht oder so. Hey, Blitzfreak, einer deiner Superkumpel ist hier. Oh hey, der Kuhn hat gesagt, du sollst die Zeugin befragen. Also los, mach dein Ding. Nur zu, frag sie, was du willst. Ja, er spricht ja sehr nie. schlau. Die Schweigebehandlung kann einen Zeugen echt nervös machen. Okay, ich weiß, dass ihr meine Hilfe braucht, aber ich rede erst, wenn ich meine Medizin hab. Deine Medizin? Ja, ich kann ohne meine Medizin nicht klar denken. Du musst den Shit für mich abholen, okay? Bis ihr mir meine Kackmedizin besorgt habt, erzähle ich euch Zwergen einen Scheißdreck. Tja, also gut. Sieht aus, als hättest du noch mehr Arbeit. Aber bevor du losziehst, zeige ich dir was dir bei der Verbrecherjagd hilft. Oben in meinem Zimmer, schnell. Wahrscheinlich muss ich ja medizinisches Marihuana oder so holen. Okay, es ist Zeit, deine Superkräfte aufzurüsten. Stell dich in den DNA-Fibulator. Alter, wie schäbig das schon aussieht. Gut, Wunderarsch. Ich erkläre dir alles. Hohe Schmerzgrenze DNA, Mutantenstärke DNA, übermenschliche Treffgenauigkeit DNA. Siehst Okay. du den DNS-Slot, den ich dir freigemacht habe? Was du da reinschreibst, wirkt sich stark auf deine Effektivität aus. Wähle deinen DNA-Platz, DNS-Platz und drücke X, um dir die verfügbaren Stränge anzeigen zu lassen. Wähle etwas, das gut zu deinen Kräften passt. Ein Schadensverstärker kann auch weniger Gesundheit bedeuten und umgekehrt. So wie Steroide deine Eier schrumpfen. Angeblich. Die rothaarige DNS ist äußerst selten und verleiht legendäre Schmerzunempfindlichkeit. Verbessert eine Fähigkeit, Treffer einzustecken und lässt sich so länger in Kampf überleben. Das ist ganz gut. Mutantenstärke. Verpasst dir eine Spritze mit Homo Superioris Stärke. Passt gut mit Kräften zusammen, die physischen Schaden anrichten. Übermenschliche Treffgenauigkeit. Verbessert die Hand-Auge-Koordination auf überirdisches Niveau und erhöht so den Schaden. Aufgrund des heftigen Gesundheitsabzugs. Okay, es sollte nur an Front verwendet werden. Dann würde ich sagen, wir nehmen das doch für die Muskeln um 20% und alles andere bleibt gleich. Während hier die Gesundheit steigt. Ja, komm, wir nehmen die Mutantenstärke. Weißt du, wie sich wahre Macht anfühlt? Verdammt geile Scheiße. Alles klar. hast Sehr du gut. kapiert? Dann geh da raus und tritt ein paar Leuten in den Arsch. Ja, gerade als Brutalist und Cyborg ist das bestimmt nicht verkehrt. Jetzt mag ich aber auch nochmal wegen meiner Kräfte gucken. Dass ich das nicht möglicherweise mit was anderem austauschen kann. Abrissbirne. Das ist die Brutalistenkraft. Und hier Faraday Entkräftiger. Der Cyborg umgeht mehrere Sicherungen, um einen Gegner nebenan einen elektrischen Schlag zu verpassen, der Schaden zurückstoßen und einen Schock verursacht. Das ist, glaube ich, auch viel besser als dieses andere Zeug. Aber meine Superattacke behalte ich bei vom Cyborg. Dann das Randzieher und das andere Gedöns, was der Furz ersetzt. Und halt der mächtige Schlag vom Elementarist. Ich denke, das ist soweit ganz in Ordnung. Werde stärker, bevor du Jimmys Haus verlässt. Okay. Benutze die Gasse, begib dich zu Medical Fried Chicken. Ja, das war dann die Episode, wo dann medizinisches Marihuana kam.
und Kentucky Fried Chicken dann eingerissen wurde. Und dann haben sie alle probiert, sich Hodenkrebs zu verpassen, damit sie medizinisches Marihuana einnehmen können. So fertig, so unglaublich fertig. Okay, da muss ich jetzt Tigier. Na gut. Dann gehen wir mal da entlang. Hab gerade etwas neue DNS ausgerüstet. Will kräftiger werden. Vom Jimmy. Hier spricht Humankind. Weißt du noch das Problem, bei dem du mir geholfen hast? Es ist... Ja, komm bitte sofort zu meinem Haus, ja? Okay. Sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal gegen seinen Cousin wieder kämpfen. Soll ich dir die Fresse polieren? Wo willst du hin, Pussy? Was ne Pussy? Pussy! Ja, schreit ihr ruhig. Moment, das ist Cartman. Genau, das ist Cartmans Haus. Das ist Dans Haus. Und das ist Kyles Haus. Sehr schön. Gut, dass du da bist. Hier drüben. Okay, da ist er dann wieder. Ich bin wieder da. Das ist auch so unglaublich eklig bei dem ersten Mal, wo er vorkommt, wie der auch einfach so mit dem Kyle im Bett schläft und muss und dann so widerlich schnauft und... Im Hinterhof. Okay, darum war der wahrscheinlich in der Kite-Basis sei. Bin wieder da. Oh je, oh je. Kümmerst du dich bitte um ihn? Schau, Kyle, da ist das fiese Kind, das mich verprügelt hat. Ja, oh nein, haltet ihn auf. Keine Sorge, Kyle. Ich habe diese Supersensoren entwickelt, mit denen es für uns fast unmöglich ist, verprügelt zu werden. Ich muss mich raushalten. Mach bitte, bitte, dass er abhaut. Bereit für dein Ende, fieses Mobbing-Kind? Besiege den Humankind-Doppelgänger erneut. Diese Barriere ist wie das Rote Meer und im Moses kommt ihr hier nicht durch. Alter. Okay, dann haben wir hier mal unseren... Wobei, wir können hier auch nochmal draufhauen auf die Dinger, oder? Probieren wir es einfach mal. Zieh kein Fett. Ja, tatsächlich. Ens ist weg. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Und machen wir drauf Cartman. Sehr schön. Noch eins kaputt. Stehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Oh, bin ich jetzt dran? Ich kann auch noch warten. Nein? Ui. Das war nicht zu fest, oder? Ich will niemanden schlimm verletzen. Okay. Mensch, da muss es unmittelbar von der Straße sein. Nee. Das können wir aber so einroppen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, wieder einer kaputt. Kettendiabetes ist kampfbereit. Und mehr geht hier, glaube ich, auch nicht. Nee. Okay. Moskito auf Blutjagd! Dann reißen wir das Ding ein. Oder? Kann das denn Ei-Reise hier? Okay, reißen wir mal alles ein. Hoppla. Sehr gut. Jetzt ist der Weg frei. Gleich kriegt ihr Tollwut. Und... auf die Schniss. Du hast mir die Nase verstaucht. Gut, dann haben wir schon mal in die Ich soll Zange jetzt genommen. angreifen, ja? Ach Gottchen. Hoppla, ich Uiuiui. dachte, ich verfehl dich. Schlag sie für den Kuhn-Furzkiste. Und dann machen wir das. So. Musstest du so fest zuschlagen? Natürlich. Die Pflicht ruft. Und... nee, dort trifft er leider niemand. Dann müssen wir halt hier unseren Zug beenden. nervtötendes Summen. Und... Welches Blut? weg ist er. Jetzt reicht's aber. Okay, jetzt reicht's. Das habt ihr jetzt davon. Jetzt wird Humankind seinen hebräischen Glauben nutzen, um die Macht des Windes anzurufen. Hikmel, schick ihn her. Möge die Kraft des Windes bei den Drachen in die Lippen... Ah, er hat dich losgerissen. Oh nein, mein Drachen hängt in dem Baum, Cousin Kyle. Dann gib auf. Keine Sorge, Superkumpel Cousin. Ich habe vielleicht keinen Drachen mehr, aber ich habe noch meine Superwaffe. Tante Sheila, diese Kinder ärgern mich. Was? Wer ärgert dich hier? Wer seid ihr denn? Ich rufe jetzt eure Mütter an. Die Musik. Auf sie, Tante Sheila. Ach ja. Besiege die Broflowskis, Spezialziel. Ja, das gute Kyles Mom so Bitch-Lied. Werde, aber gut. Oh, der ruft jetzt auch Moses hier. Ah, nee. Er hat sich geschützt. Jetzt wird gekuhnt. Auf sie, Oh Wunderarsch. Mann, ist das fertig? Ist das so durch?
Alter, das ist meine Mom. Hört mal alle auf. Wir treiben es zu weit. Scheiß drauf. Diese Burschen müssen mal Manieren lernen. Ja, Tante Sheila. Ihr wagt es euch auf meinem Grund und Boden mit meiner Verwandtschaft anzulegen? Euch schlag ich tot. Jetzt kommt die New Jersey-Frau wieder aus ihr raus. Ärsche bis nach Kanada. Reiß dich zusammen. Die Musik, Alter. Captain an Deck. Okay, das trifft die alle hier. Dann machen wir der Ultimativkraft. Oh, ist das so herrlich. Ich freue mich so, das Spiel zu spielen. Es ist einfach alles so unglaublich fertig. Passt gut auf, jetzt werde ich euch ein... So, nix du wärst. Oh Gott, Arschloch hat dich gekriegt. Ich hab mir ein bisschen Blut. So, die machen wir jetzt fertig. Sehr befriedigend. Das hast du verdient. Okay, ich werde etwas Verrücktes versuchen. Oh oh. Ah, der hat vielleicht Nerven. Der gehört mir. Gut, als allererstes Cartman machst du auf jeden Fall mal ein Wiederbelebungsserum auf mich hier. Schlafen kannst du später. So, sehr gut. Los geht's, Furzlord. Die Musik ist einfach so großartig. Und ist einfach so richtig hebräisch wie möglich. Lass meine Mom in Ruhe. Piu, piu. Leute, könnt ihr aufgeben, bevor wir richtig Ärger kriegen? Nee, Alter, sorry. So. Nee, so machen wir das. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr wehgetan. Doch, schon. Werde zur Action. Und jetzt ihn noch. Ja, weil das so ein kleiner Verräter ist. So kleine Petze. Na, weil das so kleine Petze ist. Dreidel der Rache gibt's noch dazu. Maximales Jersey-DNA. Sehr schön. Ah, großartig. Mom, alles okay? Ganz toll, Jungs. Kyle, geh und ruf die Polizei. Oh. Die sollen diese Kinder verhaften. Nein, nicht Mom. Keine Polizei. Das ist alles meine Schuld. Was? Weißt du, ich habe es nicht ertragen, dass mein Cousin mir dauernd alles nachmacht. Humankind geht es ums Menschenretten, nicht um das Judentum. Schaut euch mal an, was ihr angerichtet habt. Ich sollte deine Freunde alle anzeigen. Und da, mein Drachen hängt im Baum. Tut mir leid. Bitte, ich mach's wieder gut. Du wirst deinen Cousin ab sofort mitspielen lassen. Oh, Ist nee. das klar, junger Mann? Hey Kyle, Tante Sheila sagt, ich darf bei euch mitspielen. Oh, so miese kleine Petzer. Manchmal darfst du mit uns spielen. Yippie! Und jetzt holt seinen Drachen aus dem Baum. Vorher wird nicht weitergespielt, verstanden? Komm, wir tun dir Desinfektionsmittel drauf. Ich hasse handelsübliche Desinfektionsmittel. Vom Lidocain kriege ich immer Ekzeme. Alter, was ein ekelhaftes Kind. Ach, Kacke. Wie kriegen wir den da runter? Okay. Entschuldigung. Ich wollte nur mal eigentlich in meinen... Na, egal. Egal. Komm, dann holen wir irgendwie runter. Nee, geht anscheinend nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Haben wir hier irgendwie bei der Basis die Möglichkeit? Nee. Im Windrädchen ist irgendwas. Das Windrädchen. Okay. Und... ungültiger Verbündeter. So. Übereinstimmung. Oh, hey, klasse Idee. Okay. Und jetzt? Furzkur. Nein! Dein Arsch steckt voller Überraschungen. Alter. Cousin Kyles Wir Drachen. haben's Wichtiger geschafft. Jetzt muss Gegenstand. Mom nicht mehr sauer sein. Okay. Und noch einmal wieder runter. Das geht anscheinend nur mit Humankind. Ich nenne es Furzkur. Wenn du hohe Orte erreichen musst, ruf mich und mit Furzkur schaffen wir es hinauf. Hoffentlich müssen wir das nie in der Öffentlichkeit machen. Verbündetenkraftfreischaltung Furzkur. Okay. Oh klar, du willst jetzt was in den sozialen Medien posten, gut?
Gut, ich glaube, ich habe zwar schon eine Selfie mit Kyle, aber Kyle ist immer gut. Sehr schön. Kein Filter. Sehr schön. Auf nice zur Sache, Kyle. Das raubt mir die Sympathie für dich. Gut, jetzt kriegt er wieder sein... Vielleicht kurz, Bubele. Au, soll das so kribbeln, Tante Sheila? Es brennt nicht nur, es kribbelt auch. So weiß man, dass es... Ja, ich kann wieder fliegen. Sei der größere Superheld, Cousin Kyle, und vergib unserem neuen Nachbarn. Warum macht ihr zwei nicht ein schönes Foto zusammen? Oh je, oh je. Oh Okay, je. ich vergebe dir. Sag, Humankind aus einem alternativen Universum. Da bin ich aber nicht gerade sehr zufrieden. Deswegen... Kyle Schwarz. Oh, super. Bis später, Kuss. Oh, okay, ich mache ein Foto, aber nur, wenn es schnell geht. Gut, mit Sheila Broflovski auf jeden Fall auch noch. Wieder noch hinter der dran hängt wie so Kletter. Ach, etwas Grimmiges. Mrs. Broflovski und hinten dran noch der andere. Oh, Mann. Okay, Oh, hier jetzt bin lass mich die Wunde weiter behandeln. Die Jungs spielen jetzt schön brav miteinander, oder muss ich wieder wütend werden? Okay. Gut, dann mag ich nochmal reingucken kurz in meine Kräfte. Nee, Quatsch, die nicht. Sondern bei der Artefakte war das, genau. Ich will bei dem Jersey gehen, nämlich auch nochmal gucken, was da war. Da haben wir es doch. Ein unbeständiges Sheila-Serum, das ideal ist, um deine Verbündeten zu unterstützen, bringt allerdings die mit der Jersey-Lebensweise verbundenen Gesundheitsrisiken mit sich. Oh je, oh je, oh je. Nee, das lassen wir mal gut sein, du bleib mal schön bei den Mutanten stärker. Aber mir noch ein tolles Artefakt kriegt, glaube ich. Da mag ich erstmal nicht das hier, sondern das hier möglicherweise austauschen. Da haben wir noch eins. Ein waffenfähiger Kreisel, der in Rabbi Holteschmers Kreiselaloge hergestellt wurde. Verursacht Kröpfe, Furunkel und Laktoseintoleranz. Okay, was war das so? Erzeugt Wirklichkeitsverzerrungsfeld, das die Leistung weniger beschissen erscheinen lässt. 6, das hat 2 mehr. Und ja, egal, komm. Das wirkt aber ein bisschen besser. Ja, ein bisschen mehr auf Muskelkraft und ein bisschen mehr auf die Gesundheit. Nehmen wir den Treidel, der macht auf jeden Fall noch. So. Jetzt will ich aber sagen, ich gehe jetzt hier wieder raus und mache an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns dann mal wieder zu Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ich habe immer noch nicht verstanden, wie du so viel Schwung erzeugt hast, Wunderarsch. Wenn du irgendwo mal hoch musst, ruf mich einfach an. Genau, und das können wir dann bei der Windrädchen machen. Also, bis morgen dann. Euer Yankee. Kommt her, Mäzis.